Themen von unserem 7. ordentlichen Kongress sind höchst politisch. Aber wie könnte doranisch das Sinn an Zeiten, wo große Strukturverschlechterungen angekündigt gehen, wo weiter Versicht gibt, Fundamente von unserem Sozialstaat zu durchschlechtern, wo Repression statt Emanzipation auf der Terrorsöhnung stehen. Das Krise, und wir müssen all unseren Beitrag leisten, heißt es. Die Frohe sollen nächste Woche während sogenannten Tripartitgespräche 100 Zonen Dieren zusammen verhandelt gehen. Die Oppositionsparteien, die eine Fraktion an der Chambre haben, gehen regelmäßig informiert an die anderen Parteien, Bürgerinnen und Bürger von unserem Land, die sind komplett aus dem Diskussionsprozess ausgeschlossen. Die Members of the Club drücken sich dann auch ganz smart aus. Sie lassen nicht viel Konkretes durchsickern. So viel dazu. Der Wirtschaftsminister schwätzt von Kompetitivität. Die Lohnnebenkosten sind visiert. Sie sind ihm zu hoch. Die sogenannten Lohnnebenkosten sind aber integral Teil von unserem Lohn. Sozialbeiträge, Pensionsbeiträge, das sind Fundamente von unserem Sozialstaat. Der Fraktionschef von der CSV hat gestern 100,7 gesagt, den Index ging nicht aus dem legislativen Kader herausgeholt gehen. Just wird eine Neuabteilung vom Warenkorb müssen diskutieren. Weiter hat die Leute für sich zu beruhigen. Schließlich ging das Regierung, wie übrigens die vierige Regierung auch, ja aus zwei großen Volksparteien bestehen, die alle beide ein S an ihrem Namen hätten. S wie selektiv Sozialpolitik, wie Sozialaufbau. Jo, effektiv, das wird sozial von einem Heirem. Gewerkschaften haben ihre Forderungen unter anderem über Renten und den Index klar formuliert, eine rote Linie gezogen. Halten sich aber bedeckt, was die ganz Arbeitsmarktmaßnahmen und selektiv Sozialpolitik angeht. Patronat hat von Anfang an ihre Forderungen auf den Tisch gelegt und sich schon am Vorfeld zwar dieser wissenschaftlich von einem gekauften Professor begründen gelassen. Die Grünen, DP und den ADR halten sich mehr oder weniger bedeckt. Wir sind nicht, die ein Kombine zum Thema Arbeit lancierten. Als erste Resolution ist dafür auch heute kurz, aber Inhalt heute so keine Forderungen. Die fand Broschüren, als meine Vierredner sind darüber angegangen, ich will das noch nicht machen. An der ersten Resolution weisen wir dafür auch auf die wichtigen Gefahren hin, die unserer Meinung nach mit dieser Tripartit verbunden sind. Wir fährten eine weiter massive Aufsetzung von der Sozialbeiträgen an die Steuern für Großbetriebe, Banken und ihre Derivaten. Weiter fährten wir den Aufbau von den universalen Sozialrechten, eine weitere Verschärfung von der Mesure pour l'Emploi, die Aufsetzung von der Löhne wir waren für eine Prekarisierung durch Flexibilität, und weiter Verschlechterungen von den Arbeitsbedingungen. Es leidet nicht um dich, und das auch nicht von dich, heißt es am Vorfeld von den Tripartitgesprächen. Mehr fährten allerdings, dass am Hirst oder vielleicht auch schon echter, bei der Rede von der Lehre zur Nation, der 4. Mai, weiter Attacken auf das Rentensystem, Gehälter beim Staat, und weiter Privatisierungsmaßnahmen am öffentlichen Sektor geplant sind. Wenn das ganze Land von enger Krise betroffen ist, dann muss auch alle Bürgerinnen und alle Bürger in diesem Land können mitschwätzen. An unserer zweiten Resolution geht es genau um die demokratischen und individuellen Rechte, die es gilt, weiter auszubauen und zu verteidigen. Ein Sozialstaat, den aufgebaut wird und mehr selektiv wird, muss forcément mehr repressiv gehen. Ein künstliche Phobie wird als so lange aggeriert, bis das unbestimmte Gefühl von Unsicherheit ein konkret Angst gibt. Der Staat muss die Leute schützen. Und für sie zu schützen, gibt der repressive Staat sich die nötigen Instrumente. Prisonsdiskussion ist nicht auf der Terrorsordnung, und die Prison soll 2017 bezugsfertig sein. An der Resolution gehen wir auf verschiedene Aspekte an. Ich denke, dass unter einen oder den anderen Redner vielleicht kurz selbst darüber seht. Ich will noch nicht ausfeiern. Wichtige Aspekte zur Sicherheit und zu den freiheitlichen Grundrechten sowie das Recht auf eine Privatsphäre die weiter developiert. Trotz biometrischem Pass, Ganzkörperscanner, Kameras etc. fanden Banditen und Terroristen immer wieder. Das haben wir ja diese Sommer gesehen. Schlussendlich ist das nicht mehr der Vorwand für den Menschen zu kontrollieren, was man Staat oder den beruflich, politisch, privat. Am Platz für repressiver Sicherheit fordern wir eine partizipativ und eine Sozialsicherheit.
Wir werden dafür sorgen, dass als Proposition de loi zum Schutz für den missbräuchliche Kündigungen nicht einfach so am Tierrangwert verschwonnen. Daneben wird die Link als logisch Suite von diesem Gesetz auch mit der Frage von einer Reform vom Streikrecht an einer Verbesserung vom Schutz von den gewählten Delegierten sich auseinandersetzen. Die hat an ihrer Kongress mit Solidaritätsmessage mit Personalvertretung vom Kaktus leihen. Weil gewählte Vertreter ihre Rechte nicht mehr können ausüben, aber bei all Kritik mit einer mise à pied muss rechnen, dann hat das ganz grave Konsequenzen für die allgemein demokratische Entwicklung. Es geht schließlich und endlich um Fundamentalrechte von der großen Masse von der Leute, vom Salariat. Ein Teil vom Salariat heute zu Lützeburg hat zwar das Recht, zum wirtschaftlichen Reichtum beizudrohen, und hier muss ich sagen, substanziell beizudrohen, ist aber bei wichtigen demokratischen Prozessen ausgeschlossen. Die Linke fordert dafür weiterhin das uneingeschränkte Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger von unserem Land. Citoyenneté de Résidence haben wir dann im Wahlprogramm genannt. An eine demokratische Vertretung von den Grenzgängern, die all der auf Lützeburg schaffen kommen. Neben den allgemeinen demokratischen Rechten sind wir der Meinung, dass auch die individuellen Rechte müssen verteidigt gehen. Die Linke ist solidarisch mit den Frauenorganisationen, die sich gegen das neue IWGs-Gesetz wehren, also das Schwangerschaftsaufbruchgesetz, und unterstützen voll und ganz Forderungen vom Planning Familial und werden auch heute dazu beitragen, dass das Gesetz einer fortschrittlichen und zeitgemäßen Reform unterzugeht. Ich meine, Therese wird er auch kurz über die Petitionsaktion berichten, die im Moment läuft. Frauen haben Recht, selbstbestimmt ihr Leben zu organisieren. Männer auch, und die Transsexuellen auch. Für ein Gesetz muss jeder gleichgestellt sein. Die Linke fordern auch heute Gleichstellung von allen Koppeln für ein Gesetz. Wir bezahlen nicht für eine Krise. Das bezieht sich sowohl auf die sozial wie auf die demokratischen Rechte. Und dafür müssen sie auch zusammen verteidigt gehen.